Aus unserer Sicht ist gerade dieser Aspekt sehr relevant für ein Fach, in dem der Zusammenhang von Sprache und Denken, Sprache und Wirklichkeit nicht nur ein Thema ist, ein Thema unter vielen, ein Erkenntnisgegenstand, sondern es ist ein konstitutiver Teil des Lernprozesses selbst. Die Lernenden sollen in der neuen Sprache ihr Denken ausdrücken, sollen Wirklichkeit erfassen, begreifen, konstruieren, und das kann nur in einer angstfreien und überwachungsfreien Atmosphäre geschehen, weil es ja vielleicht auch zu heiklen Themen und zu heiklen Diskussionen kommen könnte. Ein dritter Aspekt, der uns spannend erschien, ist, dass die Sprache selbst ja Open Source ist. Also der Gegenstand, mit dem wir uns im Fach Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache beschäftigen, ist Open Source. Insofern die Sprache niemandem gehört und von jedem, der sie nutzt und sich neu aneignet, verändert werden kann. Das ist ein klassisches Open Source Prinzip und das gilt eben auch für die Sprache. Und im Zusammenhang eben Open Source steht in der Sprachdidaktik somit für einen ermächtigenden Sprachlehr- und Lernansatz, der Digitalität nicht nur instrumentell benutzt, sondern hinsichtlich ihrer Medialität, ihrer politischen Implikationen reflektiert. Ja, und das kontrastiert jetzt ein bisschen der Situation im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Wir haben dann nämlich auch festgestellt, dass im Fach selbst der Diskurs ein anderer ist. Nämlich der Diskurs, ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele präsentiert von Publikationen. Also es gibt natürlich einen großen Diskurs im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache zum Thema Digitalität, aber das Digitalverständnis des Faches ist doch im Wesentlichen instrumentell, funktional. Also wir arbeiten mit digitalen Medien, aber wir reflektieren sie nicht. Also wir machen uns eigentlich keine Gedanken über die spezifische Medialität des Digitalen. Wir machen uns keine Gedanken über seine Einbettung in soziale, ökonomische, politische Strukturen. Das machen zwar einige Fachvertreterinnen, einen habe ich hier genannt, Christian Fandrich zum Beispiel, aber es ist relativ marginal. Und die Aspekte, um die es hier geht, ungleiche Zugangschancen zum Internet, Ökonomisierung, Algorithmizität, Kontrolle, Überwachung, Entmachtung der Nutzerinnen, Privacy-Aspekt, all das spielt eigentlich im Diskurs des Faches keine Rolle, sondern es geht immer nur darum, wie nutzen wir digitale Instrumente kompetent. Aber diese problematischen Aspekte spielen keine Rolle. Und wir haben uns inspirieren lassen von einer Bildungstheoretikerin, Magil Christ, die eben das Konzept eines gestaltenden Umgangs mit Digitalität entwickelt hat. Aus der digitalen Transformation soll eine gestaltete postdigitale Transformation werden, die die Digitalität nicht um ihrer selbst willen fördert, sondern sie kritisch reflektiert und so einsetzt, dass sie die Einzelnen ermächtigt. Und das Konzept, um das umzusetzen, das ist eben jetzt die Open-Source-Didaktik. Das ist eine Didaktik, die im Kontext digitalen Lehrens und Lernens die Freiheit, die Handlungsspielräume von Lernenden und Lehrenden auslotet und zu erweitern sucht. Das ist die Grundlage jetzt dieses Seminars gewesen. Wir haben jetzt im Rahmen dieses Seminars eben uns mit einzelnen Themen beschäftigt, Praxisproblemen, immer versucht sie aus der Perspektive dieser Open-Source-Didaktik zu beleuchten und auf diese Weise auch die Open-Source-Didaktik als Konzept weiterentwickelt. Und das Konzept ist jetzt auch keinesfalls ausdefiniert, sondern es ist immer noch weiterhin natürlich Gegenstand der kritischen Reflexion. Ja, wir haben da einige Aspekte herausgehoben, die jetzt in diesem Zusammenhang näher untersucht werden können, untersucht worden sind. Das will ich jetzt ein bisschen kurz halten. Also das sind technische Aspekte. Hier geht es um das, was ich eben schon angesprochen habe, Freiheit und Schutz von digitaler Kommunikation, gleichberechtigter, diskriminierungsfreier Zugang zum Netz. Das sind aus unserer Sicht wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Mediale Aspekte spielen eine Rolle. Sind die digitalen Tools neutrale Kommunikationsinstrumente oder formen sie auch unsere Wahrnehmung? Ermöglichen sie bestimmte Erkenntnisse? Verstellen sie uns auch den Blick auf die Wirklichkeit? Das sind mediale Gesichtspunkte, die es zu reflektieren gilt. Ja, subjektphilosophische Aspekte. Welche Rolle spielen die Lernenden, die Sprechenden? Was machen diese Tools mit uns? Das sind, glaube ich, hier auch wichtige Aspekte, die zu bedenken sind. Und dann natürlich letzten Endes auch didaktische Aspekte. Also wie können digitale Tools eingesetzt werden, um Komplexität zugänglich zu machen? Hier spielt natürlich tatsächlich die Funktionalität dieser Tools eine Rolle.
aber eben immer vor dem Hintergrund dieser Ansprüche, die wir im Rahmen der Open-Source-Didaktik sozusagen als normativen Horizont formuliert haben. Ja, und ein Projekt, also wie gesagt, alle Standorte haben jetzt hier ihre Projekte in das Seminar gebracht und das wird auch jedes Jahr weiterentwickelt. Deswegen werden wir jetzt eben gleich diese Projekte hören von Stellenbosch und von Asunción. Und das Projekt hier in Dresden, also eines der Projekte in Dresden, mit denen wir uns beschäftigt haben, das ist eine Toolliste, Projekt-Toolliste nennt sich das. Hier geht es nämlich darum, aus der Perspektive der Open-Source-Didaktik digitale Tools zu bewerten, zu evaluieren, sie einzuschätzen und am Ende zu einer kuratierten Liste von Open-Source-Tools zu kommen, mit denen man unterrichten kann. Diese Liste gibt es bisher noch nicht, nur in Ansätzen. Man bekommt ja sehr viele Hinweise, sehr viele Tipps im Netz, mit welchen Instrumenten man arbeiten kann. Aber selten werden sie eben sozusagen nach diesen Kriterien der Open-Source-Didaktik bewertet. Und wir versuchen hier eben zu einer alternativen Liste zu kommen. Und das ist natürlich auch eine offene Liste, an der weitergearbeitet wird. So viel erstmal von mir und von Dresden. Und jetzt übergebe ich an Dorette ganz in die Nähe nach Stellenbosch. Bitte schön, Dorette. Hallo. Ja, wie schon erzählt, ich habe das Projekt von Renate übernommen und zur Zeit war es noch Corona, noch sehr stark Corona, Lockdown und so weiter. Die Studierenden waren zu Hause und unser Fokus war, wie wir diese sogenannte Digital Divide überbrücken können. Wir hatten Studierenden mit Handys in Orten, wo es kaum Handyempfang gibt, Studierenden ohne Geräte und dann auf der anderen Seite Studierenden mit Geräte, die schöner sind als mein Auto. Also damit müssen wir umgehen. Und dann, sobald wir das so ein bisschen hingekriegt haben, gab es wieder Stromausfall. Also solche Dinge müssen wir bewältigen. Die Studierenden waren überall im südlichen Afrika. Also Load Shedding, unsere geplante Stromausfallzeiten einzuplanen, war halt unmöglich. So am Anfang mit diesem Seminar mit Dresden haben wir uns auch sehr viel mit asynchrones Lernen beschäftigt. Wir konnten zum Beispiel nicht, wir durften zum Beispiel nicht viel Videokonferenzen machen. Die Studierenden, Data ist teuer, war eingeschränkt. Aber seitdem wir seit Anfang des Jahres wieder an der Uni sind, ist der Fokus ein bisschen anders. Und jetzt ist das, alle reden von Hybridunterricht und so weiter. Und alles ist wieder normal oder nicht normal. Und in diesem Rahmen habe ich dann dieses Jahr im Seminar in Dresden ein bisschen was vorgetragen. Und ich denke, das ist auch das Interessante heute, ist auch ein bisschen zu erklären, wie wir das, was wir hier gemacht haben, dann in einem Seminar zusammen verwendet haben, um dann auch mit Studierenden in Deutschland zu arbeiten. Das war für mich sehr spannend. Das Bild, das Sie jetzt sehen, das ist ein bisschen umgekehrt. Das ist in unserem Flur hier, das ist ein Kasten, noch ganz altmodisch, wo die Aufsätze hingelegt werden. Und da ist ein Karton, das sieht man so ein bisschen da. Und da habe ich mit einigen Gruppen wieder so Flashcards gemacht und Vokabellisten erstellt. Und das ist, was ich jetzt zeige, ist, dieses Jahr haben wir so ein bisschen Streaming Hybridunterricht jenseits von Streaming gemacht. Also die nächste Folie bitte. Ja, also die Frage ist immer, was heißt Hybrid oder Hybrid dann eigentlich? Und das Bild hier zeigt sehr schön, wie das Normale eigentlich auch noch nicht normal ist. Also so schön, wieder die Studis wieder an der Uni zu haben, jetzt Schluss mit diesem Online-Unterricht, yay, wir können das wieder wie früher machen, aber 1,5 Meter Abstand. Und jetzt haben wir wieder eine neue Herausforderung. Also da habe ich jetzt zum Beispiel da auf dem Bild, das war eine Gruppe von so um die 30 Leute in einem Saal für 300. Und es geht nicht. Wir hatten am Anfang auch sehr viele Witze, wenn die Studis nicht antworten wollen. Also, you may unmute yourselves. Bitte nicht ausschalten und so weiter.
Aber das Schöne war dann auch in diesen Umständen damit herumzuspielen. Und was hat das alles mit Open Source Didaktik zu tun? Für mich war der Fokus auch, dass die Studierenden auch Inhalt mitkreieren. Wir hatten uns, ich glaube, alle von uns haben uns über die letzten 4 Jahre sehr viel gegenseitig beklagt wegen Google Translate und DeepL und so weiter. Was machen wir? Die sind nicht ehrlich jetzt und was machen wir? Brauchen die uns noch? Und mein Ausgangspunkt ist, dass wir müssen die Studierenden jetzt sehen als die nächsten Leute, die solche Sachen bauen, nicht die Leute, die diese Dinge so verbrauchen und missbrauchen. Und mein Projekt mit meinem 2. Jahrgang dieses Jahr war, dass wir unser eigenes Textbuch erstellen. Projekt T heißt das. Und das Interessante für mich, und das sieht man gleich auf der nächsten Folie, ist, dass wir weitergegangen sind als Hybrid verstehen, als eine Verbindung zwischen Bildschirm und Vorlesungsraum oder eine Kombination von Bildschirm und Vorlesungsraum. Also auf der nächsten Folie sieht man schon, das ist der Botanische Garten von der Stellenbosch Uni. Also wir hatten, wie viele hier, glaube ich, Probleme mit Räumlichkeiten, mit dieser 1,5 Meter Abstand, Forderungen und so weiter. Da war nicht genügend Räume und für meine Tutorin überhaupt nicht. So mein Tutor hat dann sehr brav, ist er auf der Jagd gegangen und hat für uns dann hier ein Eco-Classroom im Botanischen Garten gefunden. Und ich konnte dann zum Beispiel diesen Raum mit Seminarraum, mit Microsoft Teams Raum verbinden. Und das zeigt die Möglichkeiten, dass man so viele Räumlichkeiten verbinden kann in diesen neuen Umständen. Und dann war dieses Projekt, wo sie selbst Materialien kreieren, eine Art und Weise, dass sie das auch physisch erleben, wie wir das, was wir an verschiedenen Orten herstellen, dann zusammenbringen können in einem Buch. Also da auf der nächsten Folie sieht man, dass wir dann auch Medien und Räumlichkeiten kombinieren. Also ich habe neulich einen Besucher hier gezeigt, in dem Seminarraum habe ich zum ersten Mal Deutsch unterrichtet, 2008 hier an der Stellenbosch Uni. Und das, was da an der Tafel steht, haben die Studierenden aufgeschrieben als Themen, die sie gerne im Textbuch haben wollen. Und Wörter, eine Gruppe hat geschrieben, welche Wörter möchten sie lernen. Und dann da oben in der Ecke sehen Sie, wie ich habe meinen Computer über ein Beamer geteilt und sie konnten dann eins nach dem anderen konnten sie dann die Fragen einprogrammieren. Und dann haben die ganze Gruppe zum Beispiel ein Quiz gemacht. So arbeite ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles wieder so zwischen sehr große Anführungsstrichen normal im Seminarraum. Aber das war für mich eine gute Art und Weise, durch diese verbundene Räumlichkeiten neue Möglichkeiten zu entdecken. Und dann auch auf der nächsten Folie dann diese Verbindung von Seminar zum Seminar, also von meinem Seminar, wo ich Deutsch unterrichte, bis Seminar in Dresden, wo wir dann Open Source Didaktik thematisieren. Also das was man hier sieht, habe ich mit meinen Studierenden gemacht und dann mit den Studierenden in Deutschland, wovon viele dann weiter Deutsch unterrichten wollen, beziehungsweise schon Deutsch unterrichten. Dass ich zum Beispiel meinen Bildschirm teilen und wir entscheiden, was für Wörter wollen wir lernen und dann füge ich die Tonaufnahmen hinzu und die werden live aufgenommen innerhalb der Stunde. Also dann hören meine Studierenden zum Beispiel nicht deutsche Stimmen wie im Lehrwerk, sondern sie hören ihre eigene Stimme.
Und habe ich dann weiter ausgebaut mit kleinen Dialogen. Ich habe zum Beispiel die Leute im 3. Jahr gesagt, erinnert ihr euch noch im 1. Jahr, wie bestellt man im Café? Ja, ich hätte gern eine Tasse Tee, ich hätte gern einen Kaffee. Und dann haben wir einen Anfängerdialog erstellt und sie merken plötzlich, jetzt machen wir das. Das ist nicht nur etwas, das wir bekommen. Und obwohl ich noch sehr, sehr begrenzt mit wirklich Open Source digitalen Mitteln gearbeitet habe, das kommt hoffentlich bald, denke ich, diese Art und Weise zu denken, dass wir wirklich mitgestalten, ist sehr wichtig für mehr Open Source denken und dann für Sicherheit, für Kontrolle, für Selbstbewusstsein. Und ja, das ist meine Geschichte aus Stellenbosch. Mal sehen, wie es weitergeht nächstes Jahr. Dankeschön. Dankeschön, Doret. Ja, beeindruckend und kann mir das gerade gar nicht richtig vorstellen, wie das jetzt bei euch aussieht. Wir arbeiten größtenteils noch virtuell hier bei uns im Institut zumindest und auch ich in meinem Unterricht im Moment immer noch und bin total gespannt, wie es wird, wenn wir wieder zurückkehren. Aber erstmal möchten wir uns gerne jetzt noch Valerias Beitrag hier zum Standort Asunción zur Open Source Didaktik anhören. Valeria. Ja, vielen Dank, Gabriela, vielen Dank, Doret. Ja, unser Projekt war das Erstellen ein Material zum Lernen und Lehren von Deutsch als Fremdsprache. Und das haben wir im Rahmen dieses Seminars mit meinen Studierenden der Licenciatura en Lengua Alemana entworfen und entwickelt. Kannst du weitergehen, Michael? Als ich die Einladung von Michael bekam, am Projekt teilzunehmen, war mir nicht klar, mit welchem Projekt wir uns beteiligen sollen. Aber da ich Literaturdidaktik im 4. Jahr unterrichte, wurden wir die Chance erhalten, mit meinen Studierenden über die Möglichkeiten des Einsatzes von Literatur in einem internetbasierten Deutsch als Fremdsprachenunterricht nachzudenken. Und wir haben die Chance erhalten, einen poetischen Zugang zur deutschen Sprache auch im Netz zu finden und zu fördern. Weiter. So war auch das Ziel unseres Projektes, das Erkunden der Möglichkeiten, mit Hilfe der deutschsprachigen Literatur im Netz einen besonderen Zugang zur deutschen Sprache zu gewinnen, der es erlaubt, die Sprache nicht nur als ein Instrument zur Kommunikation, sondern auch als eines der Kreativität und der permanenten Sinn- und Konstruktion der Poesie, kann man sagen, wahrzunehmen und zu nutzen. Diesen besonderen Zugang nennen wir einen poetischen Zugang zur deutschen Sprache im Netz und das wollten wir erreichen. Die Frage war aber nur, noch nicht sicher. Die Frage war aber nur, wie machen wir das? Passt das zusammen mit einer Open Source Didaktik? Kann man überhaupt Open Source mit Literatur und Fremdsprachenunterricht kombinieren? Am Anfang war uns das gar nicht klar. Aber wir haben zusammen mit meinen Studierenden einen Weg eingeschlagen. Und das Ergebnis ist, dass der literarische Leitfaden, die ich heute hier vorstelle. Jetzt schon. Ich werde euch ganz kurz über das Konzept erklären, dann kurz über den Prozess der Entstehung des Leitfadens berichten und am Ende ein allgemeines Feedback zum literarischen Leitfaden geben. Ja? Okay. Man kann sich natürlich zuerst fragen, ob man überhaupt Deutsch mit Literatur lehren und lernen kann. Die Didaktik der Literarizität, entwickelt von Michael Dobstadt und Renate Rittner, besagt, dass dies möglich und notwendig ist. Also nimmt der Leitfaden die Didaktik der Literarizität als theoretische Basis und kombiniert sie mit unserem im Aufbau didaktischen Konzept Open Source Didaktik. Weiter. Wie schon angedeutet wurde, erzählt wurde,
hat die Open Source Didaktik als Ziel, die Handlungsmöglichkeiten von Lernenden und Lernenden von Deutsch als zweiten Fremdsprache im digitalen Raum zu erweitern und ist mit den Ideen des freien und universalen Zugangs, Schutzes des privaten Raums, Selbstermächtigung und des Muts beim Lehren und Lernen der deutschen Sprache eng verbunden. Bei der Didaktik der Literarisität handelt es sich um ein DAF-didaktisches Konzept, das im Unterschied und in Abgrenzung zu den Konzepten, die den kommunikativen Fremdsprachenunterricht fundieren, in Anlehnung an Jacobson auf die der Sprache inhärente Literarisität zielt und auf die poetische Funktion von Sprache fokussiert ist, um diese Prozesse des Spracherwerbs furchtbar zu machen. Der Leitfaden kombiniert diese Ideen. Kannst du weitermachen, Micha? Kombiniert Open Source und Literatur und verbindet dabei 4 Ideen: Freiheit, Kreativität, Mut und Offenheit. Weiter zu Freiheit und Kreativität. Wir können sagen, dass Literatur ein Medium der Freiheit ist. Sie spielt mit der Sprache, bricht Regeln auf, schafft neue Kombinationen und eröffnet neue Möglichkeiten, mit der Sprache umzugehen und mit ihr zu handeln. Diese Eigenschaft der Literatur kann didaktisch genutzt werden, um Erfahrungen von Freiheit und Kreativität beim Erlernen einer Fremdsprache zu fördern. Hinter der Ansatz Didaktik der Literarisität steckt eine literarische Konzeption der Sprache, die besagt, dass das Lernen einer Sprache nicht in erster Linie aus dem Erwerb von Konventionen besteht, sondern ein fundamental kreativer Prozess ist. Diese Erfahrung von Freiheit und Kreativität beim Erlernen einer Fremdsprache zu fördern, nennen wir einen poetischen Zugang zur Fremdsprache zu ermöglichen. Weiter. Mut. Literatur ist auch ein Symbol von Mut, weil sie etwas wagt, weil sie sich traut, etwas mit der Sprache zu machen. Wer sich mit Literatur beschäftigt, vor allem im Kontext des Sprachenlernens, braucht Mut und gleichzeitig einen sicheren, freien und vertraulichen Raum zur Kommunikation. Privatsphäre und Open Source sind deswegen notwendige Bedingungen, um sich im Internet frei und aktiv sprachlich auszudrücken und zu beteiligen. Weiter. Ja, bei Offenheit, wie schon Michael erwähnt wurde, technisch gesehen ist Open Source ein Quellcode, die frei eingesehen, genutzt und verändert werden kann. Die Sprache ist auch Open Source. Und welche Rolle spielt hier die Literatur? In der Literatur ging es immer schon darum, mit den Möglichkeiten der Sprache zu spielen und sie zu erweitern. Sie ist also ein Medium, das dazu beiträgt, den Code der Sprache offen zu halten. Sie ist, können wir sagen, der privilegierte Ort, an dem die Öffnung des Codes gesehen und erlebt werden kann. Und deswegen halten wir Literatur und Open Source für eine Kombination mit großem Potenzial. Weiter. Okay, der literarische Leitfaden basiert auf diesen Ideen und jetzt einige zentrale Aspekte zum Entstehung des Leitfadens. In erster Phase mussten meine Studierenden selbst eine literarische Erfahrung mit der Sprache machen. Ich würde es eine poetische Erfahrung nennen, die darin bestand, mit der Sprache zu experimentieren und zu spielen und dabei immer wieder 3 Achsen zu artikulieren. Literarisches Lesen, generatives Schreiben und Reflexion. Auf dieser Grundlage haben sie das Ziel des Leitfadens bestimmt. Der literarische Leitfaden soll den Lernenden und Interessierten Freude an der deutschen Sprache vermitteln und sie für ihre ästhetischen und sinnsophetischen Möglichkeiten sensibilisieren. Die Zielgruppe sollten Deutschlernende mit einem Gernniveau von A2 bis B1 sein, sowie Lehrende. Die letzte Phase der Gestaltung des literarischen Leitfadens wurde von den folgenden Fragen geleitet, die Grundaspekte der Open Source Didaktik und der Didaktik der Literarisität verbinden. Welche Websites, welche netzliterarischen Projekte, welche frei zugänglichen der Privatsphäre der Nutzerinnen respektierende Ressourcen im Netz und welche Art von Aufgaben haben das Potenzial,
eine offene, lernzentrierte Didaktik zu fördern, die einen Deutsch-Lernprozess auf der Grundlage eines poetischen Zugangs zur Sprache auslösen. Das alles zusammen haben wir gemacht und da kam der literarische Leitfaden weiter, Michael. Der literarische Leitfaden ist im Internet zu finden. Er kann von dort aus kostenlos herunterladen. Weiter, Michael. Ganz kurz zum Aufbau. Der Leitfaden hat eine Einführung. Kannst du weiter, Michael? Eine Einführung, in der auf einige begriffliche Aspekte hingewiesen wird. Weiter. Der Hauptteil besteht aus zwei Teilen. Erstens hier Literatur im Netz suchen und zweitens Literatur im Netz lesen lernen. Hier unter Literatur im Netz suchen und finden werden systematische Tipps für die Suche von Literatur im Internet gegeben und werden auch weiter Vorschläge von Webseiten mit literarischen Inhalten gegeben. Der zweite Teil enthält praktische Aufgaben und Anweisungen, wie man mit Literatur arbeiten und den poetischen Zugang zur Sprache ermöglichen kann. Weiter. Noch weiter. Im Glossar kann man auch Begriffserklärungen zum Grammar finden und es gibt am Ende eine weiterführende Literatur für Lehrende und Lernende. Weiter. Weiter. So, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Der literarische Leitfaden wurde in Paraguay in schulischen und institutionellen Kontexten erprobt. Außerdem haben wir ein allgemeines Feedback von verschiedenen Autorinnen, meistens Lehrerinnen aus der ganzen Welt gesammelt. Und hier fasse ich einige Punkte zum allgemeinen Feedback. Ich muss auch sagen, dass in unserem Seminar in Dresden wir mit den Studierenden diese Leitfaden auch erprobt und bewertet haben. Ja, weiter, Michael. Okay, zum Design, zu den Webseiten, zur Suche im Internet. Das Design wird als cool und spielerisch gelobt. Auch die Tipps zur Suche im Internet werden als sinnvoll und hilfreich bezeichnet. Die Auswahl von Webseiten und Texten wird als gut angesehen. Aber über die Zugänglichkeit der Angebote im Hinblick auf das Sprachniveau der Lernenden gehen die Meinungen auseinander. Einige glauben, dass die angebotenen Webseiten eher für Fortgeschrittene, andere meinen, dass sie auch für Anfänger geeignet sind. Weitermachen, Michael. Zu den Aufgaben. Ja, die Zitate deuten an, dass die Art der Aufgaben und ihr kürzer und prägnanter Stil in den Augen der Nutzerinnen geeignet sind, einen poetischen Zugang zur Sprache zu ermöglichen. Beispiele sind folgende Äußerungen. Die Aufgaben ermöglichen, spielerisch zu lernen oder selbst ein Poet zu sein. Die Aufgaben machen die literarischen Texte zugänglicher oder begünstigen den poetischen Blick auf die Sprache. Weiter. Und letztlich, die Kombination zwischen Open Source und Literatur für das Lernen und Lernen von Deutsch als Fremdsprache bedarf zwar noch an weiterer Ausarbeitung, aber für einige scheint die Verbindung zwischen Literatur und Open Source in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre sogar ganz logisch zu sein. Ich lese vor, Literatur heißt Freiheit und das bedeutet Sicherheit. Erst wenn das klar ist, kann man sich frei bewegen und an die Arbeit gehen. Schluss, Michael? Noch weiter? Ja, nein, vorher. Nein, ja, da. Wir können sagen, dass ja, wir haben es geschafft, Literatur und Open Source zu kombinieren. Und die Kombination einiger Prinzipien der Open Source Didaktik und der Didaktik der Literarizität hat es uns ermöglicht, ein Material zum Lernen und Lernen von Deutsch als Fremdsprache mit Literatur im Netz zu konzipieren und zu gestalten, auszuarbeiten. Die Erfahrungen, die meine Studierenden bei der Erstellung des Leitfadens gemacht haben und die Erfahrungen, die Lehrkräfte beim Experimentieren, könnt ihr mich? Jetzt ist dein Mikrofon aus. Etwas passiert. Okay. Jetzt hören wir dich wieder, ja.
Okay. Wir können sagen, dass der Leitfaden begünstigt einen poetischen Zugang zur deutschen Sprache im Internet, so dass wir die Hypothese formulieren können, dass das Lern- und Lernmaterialpotenzial für das Erlernen und Lernen der deutschen Sprache durch Literatur im Netz aufweist. Diese Hypothese gilt es empirisch weiter zu überprüfen. Deswegen hoffen wir, dass mit dem literarischen Leitfaden weiter erprobt wird. Ja, zuletzt wollte ich euch erzählen, dass ich dieses Material auf der IDT in Wien im August dieses Sommers vorgestellt habe und dass es die IDT im 2025 in Lübeck stattfinden wird und dass es sich lohnt, dort etwas vorzustellen und dort nochmal zu fliegen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auf viele Sprachen hier und wir freuen uns auf Kommentaren, Fragen, Anregungen. Herzlichen Dank auch an Valeria und ja, Michael, Duret, Valeria, das ist sehr beeindruckend, was ihr da in den letzten 2 Jahren auf die Beine gestellt habt. Ihr seht hier auch aus unserem kleinen Publikum im Zoom gibt es schon Beifall. Und es gibt auch ein paar Personen, die auch online zuschauen. Es gibt allerdings keine Kommentare soweit, außer dass sie aufmerksam zuhören. Und ich denke auch, dass die Fülle des Inhalts, die ihr präsentiert habt, sicherlich jetzt erstmal etwas braucht, um sich etwas zu setzen. Aber es scheint mir sehr interessant, diese Projekte mir anzugucken und würde mich eigentlich freuen zu erfahren, was denn Folgeprojekte eigentlich sein könnten. Beispielsweise weiß ich, dass Valeria diesen Leitfaden auch etwas begleitet hat, glaube ich, in anderen Sprachkursen oder Sprachkurse wollten diesen Leitfaden verwenden. Und ich weiß nicht, gibt es dazwischen irgendwelche Ergebnisse, Valeria? Oder hast du da etwas begleiten können? Ja, die Ergebnisse sind Teil von diesem allgemeines Feedback, die wir gesammelt haben. Also spezifisch habe ich nicht vorgestellt. Der Leitfaden wurde in Chaco benutzt, in schulischen Kontexten. Und da gibt es verschiedene Erfahrungen, die da gemacht haben. Ja, die waren positiv im Allgemeinen. Ja. Okay. Vielleicht Dorette auch. Hast du auch Dorette ein bisschen benutzt, den Leitfaden? Oder experimentiert, glaube ich. Habe ich gehört. So. Ja, ich war auch von Leitfaden sehr beeindruckt und man bekommt auch von vor allem den guten Studierenden oft die Frage, wo kann ich etwas im Netz finden, wo kann ich mehr Deutsch finden und was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe Leute im 2. Jahr, die nächstes Jahr im 3. Jahr den Literaturkurs machen wollen, schon in Leitfaden geschickt und gesagt, spiel damit herum, seht mal, was ihr findet. So, Feedback habe ich noch nicht bekommen, aber das mache ich jetzt nochmal vor unserer längeren Sommerferien. Aber ich würde sehr gerne den Leitfaden auch mal, das auch sehr schön zum Vorzeigen im Unterricht, weißt du. Und das habe ich auch schon ein bisschen gemacht mit dem 2. Jahr, wo gezeigt, hey, hier gibt es coole Dinge und man kann hier klicken und so, nur so ein bisschen. Und ich denke, das ist auch eine Stärke dieses Projekts, ist, dass wir nehmen voneinander und machen wieder weiter und dass das dann einmal im Jahr in diesem Seminar in Dresden auch zusammenkommt und dass wir dann von diesen Studierenden Input bekommen. Das ist wirklich großartig. Ja. Und auch was du vorhin auch erzählt hast, ne, dass es etwas anderes für die Studierenden ist, wenn sie selber ihre Stimme hören oder wenn sie selber einen Dialog aufnehmen, also dieses selber etwas machen, das hatte ich auch ganz stark den Eindruck hier in der Assumption, als unsere Studierenden davon erzählt haben, was sie hier erarbeitet haben, wo plötzlich Literatur, was ja manchmal so an Bücher, die verstaubt im Regal stehen, erinnert, vor allem vielleicht etwas jüngere Leute, wo es plötzlich so lebendig wurde und auch Internet war und wo man was zusammengestaltet hat. Und das hat man bei dir ja auch so schön rausgehört, wie dieses Projekt, das eher hybrid, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, eher hybrid abgezogen war oder mit verschiedenen Medien im Unterricht gearbeitet wurde, wo wir jetzt die Pandemie sozusagen fortgehend nutzen und die Dinge, die wir so ad hoc auf einmal irgendwie einsetzen mussten oder überhaupt auch ins kalte Wasser gesprungen sind und versucht haben, alles irgendwie digital hinzukriegen,
jetzt mit etwas mehr Besonnenheit und mit etwas mehr Weitblick vielleicht und vielleicht ja auch mehr Theorie im Hintergrund einzusetzen oder zu kombinieren. Sehr spannend. Ja. Es gibt noch Roberta Stanke im Publikum, Katharina Herzog. Ich weiß nicht, gibt es von eurer Seite noch eine Anmerkung? Wir sitzen hier in einem sehr kleinen Raum. Ihr dürft euch auch alle gerne zu Wort melden, wenn ihr möchtet. Wenn ihr euer Video anmacht, dann erscheint ihr auch im Internet sozusagen. Wenn euch das nicht so lieb ist, könnt ihr einfach nur das Mikrofon aktivieren. Katharina? Ja, sehr gerne. Hallo aus Guadalajara. Hallo. Ja, hallo. Leider war bei mir das Internet hat nicht die ganze Zeit funktioniert. Also ich hatte immer Aussetzer. Aber das meiste habe ich mitbekommen. Ja, ich habe eine Frage an dich, Dorit. Also du hast erzählt, dass ihr ein Textbuch erstellt, ein eigenes Lehrwerk sozusagen. Seid ihr noch da dran? Also wird das weiterentwickelt oder wie ist da der Stand? Das Buch ist dann auch kein Buch jetzt und leider müssen wir über die Uni mit Moodle arbeiten, was mir nicht gefällt. Das ist nicht sehr nutzerfreundlich und so weiter. Und die Book-Function sieht auch schrecklich aus und das dauert immer länger, bis die Studierenden kapieren. Aber durch diese Arbeit bin ich auf die Idee gekommen, denn was jetzt da drin ist sehr viel von den Studierenden. Kann ich auch nicht nächstes Jahr so verwenden. Muss man, wenn sie selber die Themen aussuchen, selber bestimmen, welches Wortschatz und so weiter, muss man das jedes Mal neu machen. Was natürlich viel Arbeit ist, aber meine Absicht ist, irgend so ein Templat zu entwerfen, mit vielleicht Workshops oder so verbunden, damit anderen Leute dieses Modell nehmen könnten und mit ihren Studierenden, mit ihren Kollegen, mit ihren Freunden selbst einen Kurs zusammenstellen. Und das zweite Semester war eigentlich das Spannende, denn dann hatten wir die Themen auf den Beinen, wir haben so die meisten schweren Grammatik so ein bisschen abgehakt und die Themen wurden schon entwickelt, wir hatten schon Wortschatz und dann haben wir jede Woche beziehungsweise jede zweite Woche das Thema gehabt. So bei Sport habe ich zum Beispiel mein Bafana Trikot angezogen und wir haben Bälle geworfen und bei Tanzen haben wir so ein bisschen Kwaito-Tanzen aus Namibien gelernt und so. Und unser Ziel für Ende des Jahres war, den Mut zu haben, alleine eine deutsche Webseite zu lesen über ein Thema, das einen interessiert. Und das ist natürlich unterschiedlich. Ich habe dann in die mündliche Prüfung 100-mal gehört, Sport interessiert mir nicht, das finde ich langweilig. Politik finde ich langweilig. Also für vielen waren einige Themen dann auch langweilig. Aber dann hat das Konzept sich so entwickelt, dass es jetzt ist, die Welt ist dein Lehrwerk. Und wie kannst du da, vor allem weil diese digitale Medien das ermöglicht, Sachen holen, damit du selbst für dich auch einen Sprachkurs erstellt und einander helfen. Und mein Ziel ist eigentlich jetzt, das weiter aus Deutsch auszubauen, um auch Mehrsprachigkeit zu fördern. Auch hier im Land, wo es viele Sprachen gibt mit Millionen Muttersprachler, aber da sind nicht so viele Materialien dafür, für Sprachen wie Afrikaans, aber auch für Sprachen wie Zulu ist größer. Viele Leute möchten ein bisschen mehr lernen, aber für Sprachen wie Italienisch oder Deutsch und so gibt's jede Menge im Netz, von guter Qualität auch. So, das ist meine Absicht, dass da kein Buch kommt, sondern ein Werkzeug, womit man dann für welche Sprache auch immer selbst von der Welt einen Kurs erstellt. Ja, spannend. Das finde ich ein sehr schönes Zitat. Die Welt ist ein Lehrwerk. Also ich experimentiere ja auch hier im DAF-Unterricht im Grunde mit der Welt als Lehrwerk. Und ich finde es eine besondere Herausforderung, das eben im Anfängerunterricht versuchen umzusetzen. Also hier in Guadalajara ist es so, dass der
ein Großteil des Unterrichts ja auf Anfängerniveau stattfindet, also im Bereich A1, A2. Und da gibt es ganz diverse Wünsche auch, was die Themen und das Material betrifft. Und ich hatte gesehen, Dorét, du hattest ja auch das Bild gezeigt, also das Tafelbild mit der Themensammlung, die Themenwünsche von deinen Studierenden. Und dann habe ich gesehen, da war Fotografie dabei, Videospiele, Mode, glaube ich auch. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Also, dass solche Wünsche dann eben in den Unterricht hineingetragen werden von den Studierenden. Und die große Herausforderung ist dann ja, wie gehe ich damit um im Anfängerunterricht und inwieweit kann ich überhaupt auch erwarten, also dass so eine Website, wie du sagst, dann verstanden wird. Was bedeutet überhaupt verstehen? Also inwiefern können sie das verstehen? Ja, das ist was mich hier auch am Standort beschäftigt. Und ist eine Herausforderung, der du dich ja auch stellst, Valeria, mit dem Leitfaden, durch den du ja sehr komplexe Texte in den DAF-Unterricht holst. Und die spannende Frage finde ich dann, was macht man damit? Welche Aufgabenformate kann man dafür entwickeln, damit man das auch den Anfängern zugänglich machen kann? Dann. Ja, ich denke, Entschuldigung, meine Frage geht auch in die Richtung wie Katharina Herzig. Ich bin von der Bundesuniversität Rio de Janeiro in Brasilien und hier haben die Studierenden viel Interesse an Literatur, aber wir haben hier die Studierenden beginnen das Studium ohne Kenntnisse von Deutsch. Ne? Sie sind also nur Anfänger und manchmal haben wir diese Schwierigkeit. Und wie gehen Sie damit um? Haben Sie ein Zielpublikum für das Material vorgesehen? Wie gehen Sie damit um? Entschuldigung, Roberta, ich hatte eine kurze Störung, habe dir nicht gut verstanden. Ich meine, wie Katharina Herzig, das Sprachniveau, ne? Hier in Brasilien, in Rio de Janeiro, die Studierenden beginnen das Studium ohne Deutschkenntnisse und sie haben viel Interesse, Literatur zu lesen, aber manchmal haben sie das Sprachniveau nicht dafür. Und wie gehen Sie damit um in Ihrem Material? Ja, also unser Material ist gedacht eigentlich für A2 bis B1 und das ist eine sehr riesige Herausforderung, an der wir noch arbeiten werden. Und ja, also die Texte, die literarischen Texte sind da. Die Herausforderung ist, die Aufgaben, die richtige Aufgabe oder die passende Aufgaben zu formulieren, damit diese sozusagen hohe Texte dann zugänglich sind. Und es gibt in diesen Leitfaden gibt es ein paar Aufgaben, mit denen ganz einfache Sachen machen kann, wo man schon einen poetischen Zugang zur Sprache ermöglichen kann, indem man zum Beispiel einfach auf den Rhythmus achtet oder auf die Form, die diese Buchstaben da im Text sind zum Beispiel. Also man muss nicht von Anfang an schon alles verstehen. Das ist eine Idee, die dahinter steckt. Es ist etwas spielerisch. Also anfangen mit der Sprache einfach zu spielen. Und damit bekommt man, glauben wir, einen anderen Zugang zur Sprache. Es geht nicht von Anfang an, alles verstehen zu wollen, alles verstehen zu müssen. Und wir müssen auch diesen Geduld ausüben, vor allem mit der deutschen Sprache. Die Literatur ist eine sehr gute Gelegenheit, das zu üben, ja. Das werden wir immer haben. Wir werden niemals alle Worte kennen und so weiter. Also, und da sehe ich Möglichkeiten eher als Hindernisse. Wenn wir dann von Anfang an denken, dass wir alles verstehen müssen, dann wird es schwer sein. Aber wenn wir sagen, okay, wir können mit der Sprache ausspielen, einfach nur hören, merken, dass wir nicht hören, merken die Grenzen unseres Wissens, wissen, dass wir
irgendwann das auch lernen werden. Und was können wir jetzt hören und so weiter. Solche Sachen. Aber das bedarf noch weiter zu arbeiten. Ich würde das gerne noch ergänzen kurz. Genau. Also ich arbeite viel mit verschiedenen Internetseiten, auch im Anfängerunterricht. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ganz wichtig ist, auch mit den Lernern zu reflektieren, was ihre eigenen Erwartungen betrifft. Also sie können natürlich nicht mit der Erwartung an diese Lektüre gehen, dass sie alles detailliert verstehen können. Also das ist ganz wichtig, dass sie nicht überzogene Erwartungen haben an das eigene Verstehen und dass sie auch Erfolgserlebnisse wahrnehmen, auch kleine Erfolgserlebnisse. Also wenn sie auf einer Internetseite dann in der Menüleiste zum Beispiel einzelne Wörter plötzlich verstehen können oder auch wenn sie einen relativ komplexen Text lesen oder hören, dass sie dann plötzlich grammatische Strukturen wiedererkennen, einfach das finite Verb wiedererkennen zum Beispiel, dann sind das Erfolgserlebnisse, die sie dann natürlich aber auch wahrnehmen müssen, also reflektieren müssen, dass das auf dem Niveau, auf dem sie sind, eben schon eine große Leistung ist. Ja. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch genau die Herausforderung, ne? Dass irgendwie sich diese Leistung anzuerkennen und gleichzeitig aber auch den Mut zur Lücke zu haben, wie Roberta noch so schön in den Chat geschrieben hat. Und ich erlebe es auch bei meinen Studierenden so, dass sie dann dass sie immer sofort übersetzen möchten, dass sie jedes Wort verstehen möchten und immer wissen wollen, aber warum ist dieses doch jetzt doch anders als das doch von gestern? Oder dieses Ja, warum ist es keine Affirmation, sondern ein Modalpartikel? Was ist das denn jetzt nochmal? Und gleichzeitig, also wie ihr gerade schon eigentlich gesagt habt, möchte ich gerne zusammenfassen, diese Fragen, die vielleicht eine Herausforderung darstellen, sind ja auch gleichzeitig eine Motivation oder ein Ansporn, weiterzumachen und sich darin zu bestätigen, was man ja schon alles weiß und was man schon kennengelernt hat. Ein bisschen so ist es ja auch mit der Musik. Wenn wir in Musik einen Song hören, verstehen wir ja vielleicht auch nicht jedes Wort, aber wir lassen uns tragen von der Melodie oder dem Rhythmus. Und wenn wir das schaffen, in der Literatur eben auch zu hören oder auch dieses Leben drumherum irgendwie wahrzunehmen oder da drunter oder da drin, wie auch immer, dann ist es nicht so eindimensional. Und das ist es ja, worauf es eigentlich ankommt. Die Literatur nicht so eindimensional und auf Grammatik und Satzstruktur runterzubrechen. Da ist ja so viel mehr dahinter. Und ich habe auch nochmal bei Michael gibt es ja diesen schönen Abschlusssatz, dass du ja jetzt auch mit Dr. Renate Riedner forschst und ihr macht euch Gedanken zum Thema Didaktik der Literalizität. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn eigentlich Literatur, wenn ich so einen schnöden A1, A2-Kurs habe, wie es bei mir der Fall ist, wann soll ich das eigentlich schaffen, da Literatur mit reinzubringen? Wir versuchen ja Akkusativ und Dativ überhaupt zu verstehen. Also tatsächlich ertappe ich mich doch bei all dem Positiven, was ich erkennen kann an diesem Modell, an dieser Idee, ertappe ich mich dabei zu denken, es sind Grenzen da. Ich weiß gar nicht, wann ich es in meinem Lehrunterricht einsetzen soll. Da würde ich ganz gerne noch was von dir hören. Vielleicht gibt es schon erste Impulse dazu. Ja, also genau. Die Grenzen sind natürlich da, das ist klar. Aber ganz wichtige Dinge sind ja schon gesagt worden, dass man sozusagen nicht defizitorientiert an die Sache herangeht, sondern die Leute immer den Leuten schon zeigt, wie viel sie schon können und wissen. Und jetzt das Literarische ist eigentlich der Spaß an der Sprache, ist eigentlich diese Lust, dieser Lustaspekt, also es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so. Und das verbindet sich sehr stark mit dem Rhythmischen, mit dem Klanglichen, mit dem Spielerischen, und das sind alles Zugänge zur Sprache, die so ein Stück weit den Fokus weg von der Bedeutung auf andere Aspekte der Sprache lenken. Und es ist ja immer die Bedeutung, die Leute so beschwert, ne? Weil sie es nicht verstehen. Sie wollen alles verstehen. Und wenn man die Sprache aber spielerisch im Refrain, rhythmisch, wenn man zum Beispiel singt, also ich singe ja unheimlich gern mit meinen Studierenden oder mit den Lernenden, dann, das muss man natürlich auch mögen. Also, aber wenn man das macht oder eben so einen spielerischen Zugang zur Sprache, so einen lustbetonten Zugang zur Sprache hat,
dann spielt eben die Bedeutung nicht immer die Hauptrolle. Und dann muss man natürlich irgendwann wieder zur Bedeutung zurückkehren. Aber man merkt dann eben, es gibt noch andere Aspekte der Sprache, die genauso wichtig sind und die vor allem eben diese Freude an der Sprache, diese Lust an der Sprache transportieren und vermitteln. Und ich glaube, wir müssen ganz stark daran arbeiten, dass die Lernenden so einen positiven Zugang zur Sprache erwerben. Und ja, und da würde ich sagen, dass das spricht sehr fürs Literarische. Und das Literarische so verstanden, das kann man, glaube ich, ab dem ersten Tag einsetzen. Ne? Also es gibt in diesen alten Lehrwerken, die jetzt noch ein bisschen literaturaffiner waren, als das heute der Fall ist, gibt es eigentlich oft immer so kleine Lieder oder Raps oder so, mit denen man eigentlich, finde ich, schon sehr spielerisch an die Sprache herangehen kann. Und das, ja, finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das stimmt, das gibt es bei mir tatsächlich auch noch im Lehrwerk und ich habe da immer einen großen Bogen drumherum gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist doch alles eigentlich nicht ansprechend und was weiß ich. Aber vielen Dank für diese neue Perspektive. Ich werde mich nochmal mit einem neuen Blick an mein Lehrwerk setzen, jetzt gerade auch gut zum neuen Jahresstart. Vielleicht greife ich dann doch nochmal zu einem Liedchen. Ja, super, super. Ja. Vielleicht, Gabriela, vielleicht sage ich noch mal kurz, du hattest ja auch noch gefragt, wie sich das Seminar jetzt weiterentwickelt. Und ich finde das eigentlich sehr schön. Dieses Seminar ist eigentlich sehr offen. Also Open Source ist es insofern auch offen, dass es quasi sich auch ständig weiterentwickeln kann, weil jedes Jahr eben neue Ansätze und Konzepte und Projekte in das Seminar hineingetragen werden können. Ja, zum Beispiel Dorette hat jetzt, das fand ich so total schön, ist dann gesagt, ja, jetzt müssen wir es hybrid machen oder jetzt versuchen wir mal sozusagen die nicht digitale Lehre digital irgendwie zu sehen. Das fand ich irgendwie sehr nett. Immer so aus der Idee heraus, aber diese Grundprinzipien, die bleiben eben. Dieser Ermächtigungsgedanke, dass die Lernenden selbst tun müssen oder so sollen, dass sie ihre Möglichkeiten erweitern. Das sind also diese Open Source Grundprinzipien, diese Dinge zugänglich zu machen, das soll ja bleiben, aber gleichzeitig können jetzt auch immer neue Konzepte und Projekte in das Seminar hineingetragen werden. Und das Seminar ist jetzt eben auch konstitutiv offen. Ne? Da können jetzt auch, ja, wir haben uns jetzt hier als Gruppe gefunden, das macht totalen Spaß. Also Katharina, finde ich, hat ja auch noch ganz tolle Projekte am Start, hat sie ja gerade eben angedeutet, auch ein sehr schönes Lehrwerksprojekt. Sie beschäftigt sich auch intensiv, Katharina, ich sage das jetzt einfach mal so, hier mit Serien von der Deutschen Welle, alles super tolle Projekte. Und da können jetzt auch noch andere können ja dazukommen, sodass das ist so ein Seminar, es könnte so ein Forum sein, so auf Dauer gestelltes Forum, um sich mit diesen Themen der Digitalität, der Postdigitalität weiterhin zu beschäftigen. Und ja, und solange wir eben in diesem Raum unterwegs sind, glaube ich, werden uns da die Ideen und Projekte auch nicht ausgehen. Das denke ich auch. Und es geht ja auch vor allem darum, dass diese Projekte, die wir jetzt, beziehungsweise eigentlich erstmal Tools, mit denen wir warm werden mussten, dass die jetzt nachhaltig werden. Ne? Und dass das, was daraus alles entstanden ist, dass das eben nicht wieder versandet und so jetzt ganz genau. Und ja. Genau. Jetzt kommt man so ins nächste Level, ne? So, jetzt muss man das alles so gut neu verzahnen. Jetzt sind wir so ein bisschen aus der Notsituation raus. Jetzt kann man überlegen, was hat sich bewährt, was kann man gut verbinden mit der Präsenzlehre. Und da gibt's, ich glaube, das kann noch ganz toll werden in den nächsten Jahren. Ich bin ja ehrlich gesagt, es klingt ein bisschen komisch, aber ich bin ja ehrlich gesagt relativ dankbar für diese Pandemie, weil ohne diese Pandemie hätten wir uns niemals so intensiv mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Und davon profitiere ich sehr, muss ich sagen. Also ich glaube, im Bildungsbereich kann man das zum Glück für ein paar Sparten so sagen. Da stimme ich dir auch vollkommen zu, Michael. Ich glaube, sonst hätten wir auch nie in Paraguay die Möglichkeit gehabt, so einen Kongress zu machen, wie er hier heute stattfindet, so dass Roberta, Katharina, Michael, Dorette alle dazugeschaltet sind. Leider treffen wir uns heute Abend nicht für den informellen Teil, ne, das ist immer dann das Traurige eigentlich an diesen Konzepten, aber dennoch, das Positive ist ja, wir sind da und ich bin sehr gespannt, ob ihr euch vielleicht nächstes Jahr wieder so zusammenfindet und von Folgeprojekten erzählt oder davon berichten könnt, wie es weitergegangen ist mit dieser Idee.
Zeitlich gesehen, denke ich, haben wir jetzt so unser Limit erreicht hier heute. Wäre schön, wenn wir jetzt zur Tasse Kaffee übergehen könnten und uns noch ein wenig weiter unterhalten könnten. Aber hoffentlich bald in einem anderen Raum oder Rahmen irgendwo. Ich danke sehr für die sehr inspirierenden Beiträge und auch das schöne Gespräch jetzt hier am Ende. Vielen Dank für eure wunderbare Arbeit und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Danke euch. Vielen Dank, Gabriela und alles. Ja. Okay. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Chao. Chao. Bueno, y con eso terminamos. Creo que salimos nomás de la sala, ¿cierto? Sí, salimos nomás de la sala. Ok, bueno, chao. Ja, dale, gracias, Gabriela. Chao, chao. War sehr schön. Tschüss.